Dummgebabbel ist gleich. Erwin, Willi? Paul, Waldemar, Oskar. sind die fünf Pfälzer am Stammtisch. Ja, du gefällt mir's beim Winzersmann. Klar, wir haben schon Ewigkeiten keine Wohlprobe mehr gemacht. So, und da ist schon der erste Wohl zum Probieren. Im 2013er Riesling-Kabinett. Aller Prost. Willi, du Rindvieh. Erstens schenkt man sich bei einer Wohlprobe nicht ein Viertel-Liter Wein ins Glas. Und zweitens sauft man's nicht auf Ex. Ich kann's aber so am besten schmecken, wenn ich das Maul voller Wein hab. Normalerweise nimmt man einen kleinen Schluck, lässt langsam im Mund rumgehen und spuckt die Wohl wieder aus. Bist du wohl nicht ganz dicht, Waldemar? Was ich im Maul hab, das spuck ich doch nicht mehr aus. Das wird runtergeschluckt. So, was probieren wir jetzt? So, die Weißburgunder trocken. Oh, bin mal gespannt jetzt. Gib mal her die Flasche. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Willi, nimm die Buddel von deiner Gosch. Du kannst doch nicht aus der Flasche saufen. Wieso? Da ist doch bloß noch ein kleiner Schluck drin. Mit dem Hornochs kannst du nirgendwo hingehen. Ja, gut. Gut, ja, der schmeckt mir, der weiße Burger. Weißburgunder. Sag ich doch. So, jetzt kommt der Rotwein dran. Jetzt beküsst dich mal erst wohl in Schiratz. Schrotz, hab ich schon erklärt. Du, Arwin, schenke mal ein. Willi, wo hast denn du jetzt das Schuppenglas her? Ha, aber das hab ich von daheim mitgebracht. Her mit dem Guratz. Schiratz ist das. Sag ich doch. Leute, ihr setzt mich jetzt mal woanders dahin. Jetzt sauft er den Schopperwein auf Ex. Gibt's das? Der Willi ist eine Kuh und bleibt eine Kuh. Das kannst du aber laut sagen. Willi ist eine Kuh, bleibt eine Kuh. Uah, bäh, was ist denn das? Oh, wie schmeckt denn die Brie? Das ist ein Rebsort aus Australien. Okay, Wunder. Die Aussies kennen vielleicht kein großes Fickel, aber wohl können sie keiner machen. Wurden die Australier die Brie aber Oris das zum Trinken gegeben, da wandern die freiwillig aus. Willi, nicht so laut. Der Winzersmann guckt schon ganz böse. So, und zum Schluss kommt jetzt die Krönung. In 2000er Trockenbeeren auslesen. Guckt euch mal nur die Farbe an. Wie wenn jemand ins Glas gebrunst hat. Willi, ich schlag dir jetzt auf die Gosch. Das ist ja peinlich, was du abziehst, oh. Wieso ist denn die Prise in so einer kleinen Flasche drin? Hallo, Herr Winzersmann. Bringen mal einen Liter von dem Gesift, damit da jeder mal voll Oh, abkriegt. das sind die Gosch, schlag ich dir eine auf die 12. Mal her mit dem Glas. Ich bin mal gespannt, wie sie schmeckt, die Beeren trocken, die Trockenlesebeere. Trockenbeeren aus Lese. Sag ich doch. Bah! Also das ist ja, die britische Babsis. Also bleibt bei uns Zippel am Hals kleben. So, jetzt reicht's. Das ist so. Willi, Willi. Der hat's voll umgewischt. Willi, hörst du uns? Paul, heben auf und sitzt wieder auf dem Stuhl. Was ist jetzt los? Oh, wieso kommt denn da schon wieder zu sich? Männer, Herr, passen bloß auf, ach du, die Trockenlesebeere ist voll gefährlich. Die hat mir einfach fies oder am Arsch weggerissen. Und mein Kopf rund auch wie verrückt. Männer, ich hab jetzt Brand auf. Lass uns nicht draußen laufen. Da trinken wir erst wohl 3 Scholle, 2 kurze und ein Bluter. Dummgebabbel ist gleich. Erwin, Willi? Paul, Waldemar, Oskar. sind die fünf Pfälzer am Stammtisch.